Grüßt euch, der Fido ist und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Euler Zockt. Weiter geht's bei A Bavarian Tale. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute geht es um einen weiteren Weg, den Fall aufzuklären, so wie um Hans Gürgel und seine Spielprobleme. Oder so. So, Kathi, wir wollten ratschen. Frau Gschwendner bedient auf der Terrasse die Gäste. Die Frau Gschwendner. Was darf ich Ihnen gut da, Herr Stauderer? Danke, dass Sie mich so gut unterstützen, irgendwie erkenntlich zeigen. Guten Morgen, wie finde ich den Bürgermeister? Mich interessiert die aktuelle Klatsch und Tratsch. Wo sollte ich mich mal am besten umhören? Das machen wir mal. Ja, mein Gratsch wird überall. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Schon da im Biergarten wird viel geredet. Beim Lehrer und beim Bürgermeister waren Sie ja sicher schon? Das kann nicht schauen. Die hören Sie ja alle zwei gern reden, gell? Hauptsache die Luft scheppert. Und waren Sie schon beim Holzfällerlager? Die kommen voll rum, gerade einmal außerhalb von Wolpertshofer. Vielleicht können Sie da noch was mithören. Aber wie schon gesagt, Gratsch wird allweil gern. Halten Sie einfach die Augen und die Ohren ein bisschen auf. Was darf ich Ihnen gut da, Herr Stauderer? Die drei. Über den Bayerle weiß ich jetzt gar nicht. Hubertus heißt der, Bayerle Hubertus. Es ist schon ein paar Jahre her, dass er die katholische Pfarrei da übernommen hat. Und dass die Oberlechnerin bei ihm im Haushalt arbeitet, das wissen Sie vielleicht schon. Was genau der davor gemacht hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das habe ich nur gefragt. Aber sonst ist er eigentlich ein ganz Grübiger. Der ist gern im Garten und hat da so Kräuter und so Zeug hinter der Kirche. Der sitzt oft irgendwo und raucht sein Pfeiferl. Der lässt sich eigentlich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Bloß manches ärgert ihm dann schon. Weil die Leute tratschen natürlich auch ab und zu. Wegen ihm und der Oberlechnerin. Also ich glaub's ja nicht, aber wer weiß. Ich bin ja nicht dabei. Zum Glück. Und über einen jungen Leubel kann er sich auch ganz schön giften. Das mag er gar nicht, wie sie die oft aufspielt. Ich meine, ich versteh's schon auch, aber ab und zu regt er sich schon ein bisschen viel auf dann. Seine Arbeit macht er aber gut, sofern ich das beurteilen kann. Also, er kümmert sich schon um sein Gmor und er ist auch in Sorge, wenn einmal was ist. Also, das mit dem Fahrer, das passt schon zu ihm, da ich sagen. Was darf ich Ihnen gut da, Herr Stauderer? Das war's dabei, glaube ich, ja. Wunderbar, dann haben wir mit der Kathi geratscht. F. Umsehen. Umsehen, umsehen. Da ist es. Ah, Du, Kathi, hör mal, ich muss dir kurz was fragen. Was denn? Also, es ist ja so, ich glaube, ich hab was gesehen. Ich weiß jetzt nicht sicher, ich war ja nicht dabei, aber das könnte schon zusammenhängen als... Ja, was denn? Genau, also... Mein Bäder, jetzt sag's halt. Gibt's denn das? Wir haben doch nicht den ganzen Tag Zeit. An dem Sonntag, wo das mit dem Lenz war, da hab ich's gesehen. Ich war hier draußen, also da drüben. Bäder, wird das halt noch was? Ja, also ich hab da rüber geschaut, Richtung Kirchen. Und da habe ich Lenz gesehen. Und die Frau Oberlechner. Die haben sich unterhalten. Nur kurz. Und dann hat sich die Frau Oberlechner so umgeschaut und hat am Lenz was gegeben. Aha, und was? Das müsste ein Brief oder sowas gewesen sein. Ein Kuvert vielleicht. Wie sie der Herr Bayerle immer überall verteilt, weißt? An dem Sonntag war das. Bist du da sicher? Ja, schon, ja. Also, wie gesagt, ich war ja nicht dabei. Und ich habe mir auch nichts dabei gedacht. Aber das erste Mal war das nicht. Die beiden habe ich da schon ein paar Mal gesehen. Immer am Sonntag, kurz bevor der Gottesdienst aus ist. Die Frau Oberlechner, das ist ja komisch. Seine Briefe überbringt der Herr Pfarrer doch immer höchst persönlich. Ich weiß schon, deswegen habe ich mich auch gewundert. Aber das war die Frau Oberlechner mit dem Lenz. Da bin ich mir sicher. So sicher wie das Amen in der Kirche. Aha, das ist ja merkwürdig, Peter. Wir reden da später drüber. Jetzt geh weiter, wir müssen mal was arbeiten. das war jetzt wirklich aufschlussreich. Das war wirklich, wirklich aufschlussreich. Ja, dann gehen wir. Warum jetzt zurückkehrt?
zum Pfarrer oder gleich zur Oberlechnerin. Oder zum Hans Gürgel. Aber beim Hans Gürgel weiß ich gar nicht, wo er ist. Angeblich hängt er ja vor dem Pfarrer rum, aber das, vom Ding rumeinander, aber das weiß ich auch nicht. Gehen wir jetzt schnell zum F umschauen. Dahin. Rechts, dahin. Ja. Ich lass mich doch nicht mundtot machen. Schon gleich gar nicht von den Hinterwäldler. Eine Frechheit ist das. Frechheit ist nur freundlich gesagt. Ein Verbrechen ist das. Menschen an den eigenen Abgrund treiben und sich dann darüber auch noch amüsieren. Wie meinst du jetzt das? Wie ich das meine? Ja, schau dir halt einfach mal um. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Während die einen gerade mal nur zum Essen auf den Tisch bringen, kriegen die anderen das Mai gar nicht voll. Ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft ist das. Ach so. Wie kann man da noch ruhig schlafen? Wie kann man da in den Spiegel schauen? Das ist mir ein Rätsel. So kann das nicht weitergehen. So darf das nicht weitergehen. Deswegen müssen wir jetzt durchgreifen. Der mal doch, oder? Ganz genau. Das tun wir. Das war jetzt nicht so aufschlussreich. Aber okay, bist du der Hans Gürgel? Bist nicht der Hans Gürgel. Hans Gürgel hängt doch da hinten umeinander. Oh, er ist doch der Hans Gürgel. Aber ich kann nicht mit ihm reden. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Für alles macht er uns verantwortlich. Sowas muss man sich doch nicht gefallen lassen. Sie reden vom... Genau von dem rede ich. Das kann sich doch keiner mehr anhören. Wie soll man sowas denn auch den Eltern erklären? Sein Vater, der war wenigstens nur ein anständiger Lehrer. Der hat auch mal durchgegriffen. Der ist seinem Bildungsauftrag nachgekommen. Nicht so wie... Nein, nicht so. Auf den war Verlass. Und jetzt schau dir das Schlamassel an. Wie soll ich das denn erklären? Hoffentlich packt dieser Stotterer bald seinen albernen Bericht und lässt uns hier in Frieden. Der hat mir ja gerade noch gefällt. Ja, der... Dieser Berichteschreiber, genau. Hat sich nicht gerade einen günstigen Zeitpunkt ausgesucht. Aber eins sag ich dir, wenn wir uns mit dem gut stehen, also wenn wir da einen guten Eindruck hinterlassen können, wer weiß, wozu uns das nützlich sein könnte. Bei denen? In der Stadt, richtig. Stellen Sie sich das einmal vor. Vielleicht kommt da bald eine Einladung. Dann wird die Helene auch einmal sehen, was ich hier alles erreichen kann. Für uns, also für uns alle hier. Das war doch was. Sag ich doch. Aber dieser Leubel, also der Junge, der will uns das alles versauen. Der muss sich jetzt wirklich einmal zusammenreißen. Da muss doch mal einer ein Machtwort sprechen. Der Pfarrer? Was? Warum der Pfarrer? Ich bin hier schließlich der Bürgermeister. Ich bin der Ortsvorsteher. Wenn hier einer auf den Tisch haut, dann soll das ja wohl ich sein. Durchgreifen muss man da. Ruhe durchsetzen muss man da. Vermitteln zwischen die Leute. Jawohl. Ich werd den Herrn Pfarrer mal um seine Unterstützung bitten. Der Bürgermeister redet einen Scheißdreck daher. Das ist unfassbar. Also du bist nicht der Hans Gürgel. Bist du der Hans Gürgel? Am Fluss steht der Junge und beobachtet das Geschehen. Weiter. Der Junge schaut zu dir auf. Ich möchte mit dir nochmal über den Streich vorne an der Brücke unterhalten. Das war Gaudi. Die Wachen haben so blöd geschaut. Ich glaub, dass der eine, der Bertel, glaub ich, dass der sie sogar einbieselt hat. Ich möchte mich bei dir bedanken, das hast du gut gemacht, mein Junge. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich sogar beim Bertel auch Lampen mitkam. Die Wachen haben für ihr aufgeplustertes Verhalten das bekommen, was sie verdient haben. Was glauben die, wer sie sind? Wir machen das mit dem Land, das finde ich gut. Ja, kann schon sein, dass der sie eingeschissen hat.
zutrauen, dat ich ihn schon dem alten Heukopf. Der ist mal nach einer Sauferei im Wirtshaus beim Bieseln in den Fluss gefallen. Hat überall verzeiht, dass die Pascolinis ihm überfallen haben. Glaubt hat's ihm natürlich keiner. Naja, jetzt hat er wenigstens was zum Tor. Und wenn's nur dumm rumsteh ist, da weiß ich wenigstens, dass der das sicher kann. Mir scheint, jetzt kennst du dich im Dorf sehr gut aus. Vielleicht wirst du ja mal hier der Bürgermeister. Das nehmen wir. Wenn's meinen? Hör mal, ich bin dir etwas schuldig. Sollte es etwas geben, bei dem ich dir helfen kann, lass es mich wissen. Okay. Wissen's, was ich mich frag, Herr Valentin? Nein? Ein Angler nimmt sie einen Wurm und bringt ihn um dann einen Fisch zum Fanger, den er auch umbringt. Warum bringt der Angler nicht einfach nur den Fisch um und verschont den Wurm? Warum muss der arme Wurm sterben, bloß weil ein fieser Mensch einen schlecht planten Krieg gegen einen Fisch führt? Fische essen nun mal Würmer und Menschen essen Fische. Und wenn wir sterben, dann werden wir zur Erde für die Würmer. Der Kreislauf des Lebens. Weil Angler das so machen, es funktioniert. Wo ist sie? Wir nehmen das erste, das finde ich tatsächlich gut. Ich hab gemeint, wir kämen in den Himmel. Stimmt. Was aber nur wichtiger ist, Ja. sind sie ein Angler, ein Fisch oder ein Wurm? Fisch? Interessant, wie sie einer singen. Ich muss das immer wieder aufs Neue für mich herausfinden. Und darum müssen sie mir jetzt eine besondere Angel bauen. Ich möchte auch gerne mal Angler sein. Und danach versuche ich es als Fisch. Das Besondere ist, dass die Angel kein Wurmbracher wird. Es ist ganz einfach. Stecker, Schnur und Dosen. Das finden sie alles im Dorf bei der Schreinerei. Irgendwo bei den Fasseln. Dann brachen sie nur noch eine Werkbank finden und das zusammenbauen. Ich hab aufgemalt, wie ich mir das vorstelle. In Ordnung, das mache ich. Da freu ich mich. Dankeschön. Verlassen. Das war jetzt immer noch nicht der Underhandswursch. So, da haben wir was und da haben wir auch noch irgendwas. Hopp, nein, haben wir nicht. Bist du der... Ne, bist du auch nicht, aber da ist noch was. Okay, da ist Kegelbahn. Hat's nicht irgendwas mit Kegeln zu tun gehabt? Vielleicht bist du der Hans Kegel. Hans Kegel! Na endlich! Ah, der Herr aus der Stadt. Oh. Guten Tag, Schmidt, mein Name. Valentin Schmidt. Und Sie sind? Hans Girgel heiß ich. Wer ich bin? Weiß ich nicht. Bin eigentlich immer irgendwo Knecht gewesen. Bis vor kurzem war ich ja auf dem Schormeierhof. Aber jetzt genieße ich erst einmal meinen Feierabend. Obwohl, genießen kann man das eigentlich nicht unbedingt nennen. Rumärgern trifft's da schon eher. Ja, eigentlich wollte ich kegeln. Aber es geht ja nichts zusammen. Bahn habe ich nicht, da rollt keine Kugel. Naja, Kugeln habe ich auch nicht, also halb so wild. Aber Kegel habe ich halt auch keine. Ich habe schon alles im Dorf und in der Umgebung abgesucht, aber leider habe ich nichts gefunden. Aber dabei muss ich unbedingt üben. Weißt, beim nächsten Schützenfest, da gibt's sicher wieder eine Kegelbahn. Da kann man ein gutes Geld gewinnen und das kann ich jetzt gerade wirklich brauchen. Man, wer nicht? Erwartungsvoll schaut sich der Knecht an. Ich schaue völlig verwirrt zurück. Was kannst du mir zum Konflikt hier im Ort sagen? Kanntest du den Toten? Gibt es denn keinen, der ihnen die Kegel besorgen könnte? Was? Gespräch verlassen. Das mit dem Hans Kegel machen wir wann anders. Das ist jetzt nicht, das oben fehlt noch eine Information. Lassen wir mal alles offen. So, oh, wir sind aufgestiegen wieder im Level. Wollten wir gerade auf. Dann machen wir die Ausstrahlung noch ein Stück höher. Und jetzt schauen wir, was wir brauchen könnten. So, jetzt gehen wir zum Pfarrer, weil das haben wir schon. Herr Pfarrer, ich hab da Juppen! Der schlanke Mann auf dem Friedhof vor der Kirche atmet tief durch, als er dich sieht. Grüß Gott, Herr Pfarrer! Pfarrer Bayerle hat einen gütigen, aber erwartungsvollen Blick. Ich habe Ihre Jacke von Apollonia mitgebracht. Ah, danke.
sehr aufmerksam von Ihnen. Wenn auch ein bisschen aufdringlich. Aber die scheint Sie ja brennend interessiert zu haben. Haben Sie denn gefunden, was Sie gesucht haben? Das sind laufende Ermittlungen, das geht eher gar nicht so. Sie werden schon wissen, was Sie tun. Richtig. Können Sie mir weiterhelfen? Ich bin auf der Suche nach dem Bürger. Nein, das ist recht. Dann gehen wir auch aus dem Gespräch. Das ist sehr gut. Und jetzt müssen wir schauen, was ich zum Tor habe. Ich will was als nächstes so statt. Ich kann Holzverlegerlager umhören. Ich kann sicher noch mehr erfahren. Ich kann sicher noch mehr erfahren. Peter sagt, Renate hätte dem Mordort der Valenz was übergeben. Ich sollte sie befragen. Hm. Wenn ich mich recht entsinne, war die Renate hier irgendwo. Renate! Renate! Abwarten finde ich gut. Diese Bank kommt wie gerufen. Hier kann man gut rasten und schöne Aussichten genießen. Hier Zeit verbringen. Das probieren wir jetzt einfach mal. Ach du Scheiße, das ist was anderes. Okay. Ich dachte jetzt, das ist irgendwie zum Belauschen vor irgendwas. Gut. Renate! Die kleine Frau mit vollem mit ein leichtes Grinsen im Gesicht. Grüß Gott, Renate! Ja, bitte, Herr Valentin? Was hatten Sie denn mit dem Lenz zu tun? Wie meinen Sie jetzt das? Wollen Sie mir mit dem auch noch eine Geschichte andichten? Na, der war mir schon zu jung gewesen. Ich weiß, dass Sie sich regelmäßig mit dem Lenz getroffen haben und ihm etwas übergeben haben. Ich hab den Lenz halt getroffen, wie man die Leute im Ort halt so trifft. Ja, aber ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen. Was soll ich dem Lenz denn gegeben haben und wo? Heimlich oder wie? Wie Verbrecher? Na, davon weiß ich beim besten Willen nichts. Wirklich nicht. Da können wir jetzt aber wirklich in einen Schmarrn rein, Herr Valentin. Da glaube ich, lassen sich wieder sauber an der Nase rumführen. Ja, bitte, Herr Valentin? Gleich verlassen. Jetzt denkt die Kunde da auf den Dates gehen und sagen, hey, so schaut's aus, aber war wohl nicht. Wir haben wieder mal einen Fähigkeitspunkt zum Vergeben. Ich möchte gerne Scharfsinn nach oben treiben. Das war völlig falsch. Tu das weg. Ich tue mal wieder. Ich habe keine Kegelkugel mehr. Ah ja, super. Ich finde mal wieder keine Tasten. Jetzt machen wir es wieder so. So, wir können noch ganz viel erfahren. Holzfällerlager. Wir gehen noch zum Holzfällerlager. Das machen wir noch. Holzfällerlager. Oh. Ich raff nicht. Das ist mir wieder ein Nicht-Raffer. Aber am Markt umhören ist ja eine geile Idee eigentlich, oder? Oh, bist doch Durst. Kann man noch schnell Brezen essen? Große Breze, Breze klein, da ist Breze. Essen, zack, und zuhören. Wir die Renate, oder? Was meinst du? Na, weil's doch mit dem Herrn Pfarrer in die Stadt gefahren ist. Ach, hat die da den Haarschmuck her? Gewiss, die waren in der Stadt und nachher hat's die Haarspange gehabt. Das kann schon sein. Wo man hier so einen Schmuck herkriegen darf, das wissen die nicht. Ich auch nicht. Die Liesel vielleicht. Apropos Liesel, hab ich da eigentlich schon verzeiht? Really?
jetzt da auch nochmal das F oder nicht? Oh. Holzfällerlager. Ist das nicht das da drüben? Ich finde das alles schon ein wenig komisch. Das mit dem Pascolini? Na, das mit dem Lenz. Weil der jetzt tot ist? Das eh. Aber das auf dem Schormeierhof, das alles. Was meinst du da genau? Also normal ist das nicht. Wahrscheinlich ist der Lenz deswegen so oft in die Stadt gefahren. Meinst du, der hat seinen Vater nicht mehr ertragen? Ich habe mir gedacht, dass er in der Stadt seine Geschäfte macht. Sicher hat er das. Aber ich finde es schon auffällig, wie oft er in letzter Zeit in die Stadt gefahren ist. Ja, stimmt. Die haben schon auch einen großen Hof. Und der Schormeier selbst, der reißt ja in letzter Zeit nichts mehr. Ja, seitdem seine Frau gestorben ist, ist er auch nicht mehr der, der er einmal war. Er hat sich auch nicht denkt, dass ihm das so zusetzt. Ich auch nicht. Warte mal, hast du das gehört? Was denn? Da war doch was. Geh mal nachschauen. Und warum soll ich das jetzt machen? Da kriegst du es jetzt mit der Angst zum Tor. Angst? Ich werde dir helfen. Die zwei sind aber was ganz Besonderes, ja. Oh, Badiridari. Da haben wir auch schon mal was belauscht, das weiß ich noch. Aber diesmal wäre das nicht der Platz zum Lauschen. Dann gehen wir jetzt einmal da hinten zur Mühe. Bin mir nicht sicher, aber ich habe so das Gefühl, die wollen nicht, dass ich hier bin. Irgendwas war doch da. Wenn man bedenkt, ob ich da vielleicht auch noch jemanden belauschen kann, aber... Da ist ja ein Guckmann. Aber das ist also nicht ganz der Fall. Wenn wir da umeinander fetzen, deswegen fetzen wir jetzt einfach oben rum drauf geschissen. Und deren nochmal schnell zum Holzfällerlager sprinten. Vielleicht finden wir ja unterwegs noch einen Ort, wo wir ratschen. Es ist gerade viel belauschen. Finde ich jetzt ein bisschen. Aber okay. Kehrt heute dazu. Und ich finde es auch gar nicht schlecht gemacht. Wir müssen bloß mal rausfinden, wo nur geratscht wird und geschmatzt wird. Und wenn irgendwo ein F auftaucht, können wir ja drüber nachdenken, dass da war was am Boden. Da irgendwo ist das Holzfällerlager, oder? Also da war ein Holzfällerlager. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was gemeint ist. Ansprechen. Gespräch verlassen. Das war, ist tatsächlich das Falsche. Wir müssen dann mehr Richtung Schormeierhof. Um uns da umzuhören, glaube ich. Ja. Ja.
Was ist das, wenn es die Sachen mehrfach gibt, gell? Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas anhören können, aber die stehen alle so allein und sind nicht zufrieden mit meiner Anwesenheit. Man war nicht. So kann man nichts belauschen derweil. Bloß nicht ablenken lassen, da sind wir wieder bei dem Thema, gell? Oh, zack, das Wort eure Madame, die so gern gelauscht hat. Da ist das der Tatort. Dann müsste da hinten jetzt auf der linken Seite gleich das Holzfällerlager sein. Du hast ihn noch gar nicht mehr gesehen. Na, den habe ich jetzt wieder verpasst. Gerade schade. Der kommt ja bloß nur so selten. Wen jetzt? Ein Maxl, ein Oberlechner Maxl. Na, weißt, der ist doch jetzt in die Stadt gezogen. Wohin jetzt? In Stadt ist er gezogen. Auf Minga. Und vor kurzem, da hat er einmal vorbeigeschaut. Aber ich hab ihn da halt leider verpasst. Wo jetzt? Ah, da. Seine Mutter hat er besucht. Die Renate. Ja, und wie geht's ihm jetzt in der Stadt? Ja, er sagt's passt schon, aber ich glaub nicht so gut. Arg glücklich hat er nicht ausgeschaut. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Da herrschen ja auch ganz andere Zustände. Ja, Versprecher können's viel. Einhalten dern's halt nix. Da fehlt's an allem. Wer jetzt? Ja, die da droben. Die nehmen den Mund aller zu voll. Genau, die nehmen das Mais so voll, dass drüber ersticken. Ja, und die anderen, die kriegen nichts zum Beißen. Wo jetzt? Ja gut, ist wurscht. Jetzt schauen wir besser, dass wir fertig werden, bevor es draußen dunkel wird. Sehr schön. Als nächstes gehen wir zum Schormeierhof, aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Den großen Lauschangriff fortführen. Wir haben... Ja, noch einen. Und die Renate müssen wir nach ihrem Sohn fragen. Ich würde halt echt gern wissen, wo der letzte Punkt ist, weil das ist jetzt eher dann Zufall, den zu finden, aber ist okay. Vielleicht beim Schormeierhof, nee. Die werden nicht selber drüber reden. Die werden nicht selber drüber schmatzen. Also wahrscheinlich nur doch nochmal im Dorf. Aber wo genau? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wenn wir das jetzt auf dem Weg ins Dorf zufällig finden, ist Fleckerl, dann kann man es vielleicht noch machen. Aber so wie ich das jetzt sehe, Wanderroute. Wird es halt nix mehr. Da waren wir schon, jetzt sind wir wieder am Ding. Na, das lassen wir jetzt, den suchen wir das nächste Mal, den Punkt. Sollte euch die Folge gefallen haben, dann würde ich mich über einen Daumen freuen, ein kostenloses Abo und die Glocke nicht vergessen, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Mit Arzak freuen, wenn es mal was in die Kommentare schreibt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Das ist nächste Woche. Und bis dahin, bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, weil es ist was sonst. Pfiat euch und Baba. Ah ja, der Fight, Alter.